Digga, es ist so krass, wie diese Videos geschaut werden auf TikTok, Digga. Wir können gefühlt nebeneinander sitzen und das Video bekommt 1 Million Views. Moin, herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Offline-Reaction. Heute schauen wir mal wieder ein Video an von der lieben Hannah Tulnik. Und zwar Beauty Day, bitte sperr das nicht, YouTube. Ich weiß jetzt nicht, was ein Beauty Day bei Hannah noch hilft. Aber Glückwunsch, Hannah, zu den 30.000 Abonnenten. Mashallah, bei der läuft. Ab ins Video. Oh. Jetzt geht's richtig zur Sache. Ey, wir hatten früher bei uns zu Hause auch eine Sauna. Sauna, Mashallah. Good morning everybody. Bald ist ja Weihnachten. Morgen. Und deswegen habe ich mir was besorgt. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar ist das Mütze oder Kappe oder Haube oder wie immer mal Mütze. Nee, eine Kappe. Eine Kappe ist es. in eurem Land sagt, die leuchten kann. Und ich weiß nicht warum, aber es geht Mike so hart auf die Nerven. Deswegen besuchen wir ihn jetzt damit. Raus! Hast du ja noch gar nicht gesehen? Was? Es ist absolut bescheuert. Nee, das ist nichts. Das ist gar nichts. Ich bin natürlich auch gut ausgestattet, was Weihnachtsaccessoires angeht. Das ist es. Ja, Knecht Ruprecht, was soll das bedeuten? keine Ahnung. Weil er fett ist. Knecht Ruprecht heißt in der Schweiz übrigens Schmutzle. Der Schmutzle. Was? Schaust wie der Weihnachtsmann? Du schaust aus wie Shakira. Weil sie fett ist. Sie ist nicht. Schaust wie der Weihnachtsmann? Nein, Hä? Warum? weil der Weihnachtsmann fett ist. Fatshaming. Das ist Fatshaming. Oh mein Ja, vielleicht ist er body positive. Vielleicht will er so ausschauen. Ja, Vielleicht ist er noch ein bisschen Ja, es ist okay. Aus. Ach Gott, gib mir mal Haube. Oh, Sorry. it's okay, it's okay. I just wanted to make a little move. And you? I just... Kidding? Maybe not? Der nicht kidding. Schaut mal, wie die Hannah gerade gelacht hat. Warte, ich kann es nachmachen. Genau, es ist in Wellen passiert. Es ist jetzt schon 15 Uhr und der Mike hat noch nichts zum Ey, Digga, das geht mir auf den Sack, dieser Scheißbaum, Digga. Scheiß auf Weihnachten, ganz ehrlich. Essen gekriegt und die auch nicht. Und deswegen muss ich mit dem Film... Deswegen müssen wir jetzt was zu essen holen. Wir haben ein fettes Cheesecake-Problem. Oh, ich war heute gerade im McDonald's. Mir ging's den ganzen Tag. Ich hatte Zivildienst und mir ging's nicht so gut. Ich war nicht so happy. Und dann ging ich in Und wenn ich nicht so happy bin, dann muss ich etwas Gutes essen. Deshalb bin ich in Mc's gegangen und seitdem geht's mir wieder gut. Perfekt. Jedes Mal, wenn wir bei Mackie sind, holen wir uns ein Cheesecake und danach beschweren wir uns über die Cheesecake. Und wir lernen nicht raus. Let's go. In der Schweiz gibt's keine Cheesecakes. Na. Doch. Nein, ich will noch nicht. Was? Nein, ich will echt keinen. Hast du was gelernt jetzt? Beschreib mir mit einem Wort, wie ich heute ausschaue. Fett gut nicht. Edel. Edel. Beschreib mich heute mit einem Wort. Hässlich. Ja, das kann ich zustimmen. Was willst du immer schon mal machen, aber traust du nicht? Das kann ich nicht sagen. Was? Was wolltest du als Kind immer werden? Was wolltest du werden, was du aber nicht geschafft hast? Ich wollte Intelligent. vorher sagen, ein Popstar, aber Ein Popstar kann einerseits Musiker sein, aber ein Popstar kann ja auch ein Pornosdarsteller sein, der poppt. Und weil er das gut macht, ist er ein Popstar. Komm, lass es. Passt ihm ja. Yeah! yeah, ich habe eine Idee gehabt. Wer geht in den Mc's und kauft sich ein Dessert? Digga, im Mac kauft man sich zum Dessert McSandy einfach so, aber nicht Kekse, what the fuck? Für Hannas Vlog. Und weil sie eine Vlog ist, hat sie alles zahlen müssen. Seine Idee war, wir kaufen jeden Kuchen und testen den dann. Und ich so, ja, voll die gute Idee. Und ich Ich habe mir noch nie einen Kuchen gekauft im Mc's. Noch nie. so, okay, ich mach mit. Wer das macht, ist Turbolost. Aber du zahlst. Es ist so dunkel. Das passt ist schon. ein Manual. Achso, okay. Na, auf Automatik. Also, wer ist der Manual? Das ist der Bruder von Daniel. Oh mein Gott, das sind meine Cousins. Manuel und Daniel. Ja. Der Cheesecake kommt als Sollen die letzter. füttern? Na. Er behandelt mich schon. Flieger verfliegt sie. Ich habe mich nicht traut, weil du noch nicht Go gesagt hast. Das ist immerhin dein Content und du hast sehr viel Geld für das ausgegeben. Ehrlich, alles was von YouTube reinkommt, wird wieder in YouTube investiert. Das zum Beispiel Alles, was rauskommt, geht halt auch wieder rein, ne? Ist ja klar. ist ein YouTube-Invest. Das wird alles wieder in YouTube investiert. In Das sieht äußerst wie in YouTube investiert. mein Essen. Du musst ja investieren, das weiß Österreichisch ist ganz objektiv und faktisch betrachtet einfach scheiße. ich. Erlebst. Ja. Hanno hat schon mal eine Woche nichts gegessen, weil es kein Geld gehabt hat. Mit der Wochen. A Wochen. Ich hab a Wochen nix gegessen. Das heißt einfach eine Woche. A Wochen. Und dann haben wir Sie haben einen großen Schwanzen. gegessen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, Mike, voll das gute YouTube-Investment. Jetzt habe ich wieder ein Timelapse von uns, wie wir essen. Und die wird immer fetter. Hör auf, das zu sagen. Ich hab da was für dich. Winter Edition, weil das weiß ich mal geben. Ich werde immer fetter. Erstmal ein Red Bull. Red Bull, gute Company. Vielen Dank für die tollen Sponsorings. Vielen Dank. Das ist Wassermelone. Manja. Ja, Danke. bitte.
Prost. Ich finde Wassermelone gut, aber ich finde auch Postmelone gut. Ja. Meine Jungs, muss da machen. Prost, meine Jungs. Ich muss einen Tornado entzünden. Entzünde den Tornado! Das Kannst du geht. das halten? No. Warum darfst du deine Sachen einstellen und ich muss meine Na, halten? ich Auto vor. Das ist ein guter Punkt. Gib her. Ich mach. Also das ist wirklich ein guter Punkt, ja. Oh, na warte. Gib's mal. Danke. Danke. Hast du gesagt, gib's mir? Krass. Ist das hier David Dobrik? Ah nee, das ist Mike Wallabilla. Ja? Was bist du vom Sternzeichen? Skorpion. Ich muss überlegen, Steinbock. Ja. Und was es zu bedeuten hat, weiß ich absolut nicht. Ein Fisch. Glaubst du ein Sternzeichen? Ich glaube nicht an Sternzeichen, aber mit viel Kreativität kann ich dir ein Sternzeichen nennen. Ja, Inwiefern? das ist alles wahr, was Sternzeichen sagen. Und das macht voll Sinn. Das macht ja nur Sinn. Schau, ich bin so wie ich bin, weil ich zu dem Zeitpunkt geboren worden bin. Weil die Sterne gerade so in der Lage waren und ich als Baby hab das gecheckt und hab mir gedacht, okay, Jupiter nehmen wir Saturn, ich werde der Arschloch. Deswegen. Ja? Es erklärt so viel. Ja? Warst du nie auf einer Sternenwarte? Da kannst du immer nur checken gehen, wenn du nicht mehr sicher bist. Jetzt sind die 30k bald voll viel. Bei einer Sternwarte tut man auf die Sterne warten. Jetzt macht das Ganze langsam Sinn, Chat. Ja, wieso sag ich Chat? Ich bin gar nicht am Stream, what the fuck. Dank dafür. Und aus dem Grund habe ich mal investiert. Digga, das Licht sieht aus wie in einem Rotlichtviertel. Weil Entspannung ist wichtig für den ganzen Hustle. Entspannend. Wir hatten mal eine Sauna bei uns, aber ich war schon so lange nicht mehr in der Sauna, Digga. What the fuck? Als wir hier eine Sauna hatten, war die Sauna eigentlich sau nah. So von der Distanz. Ne, den Kübel. Ui, oh, das ist aber geil. Als 30k Special kommen jetzt unsere Highlights von den Vlogs. Oha. Einer meiner absoluten Lieblingsmomente war auf den roten Teppich geschlichen. Ja, meiner. Wir waren dann nämlich in Berlin und waren nicht eingeladen auf den roten Teppich. Claudia mit K aber schon. Und dann haben wir uns reingesneakt als Fake Paparazzi. Du hast dir reingesnickt. Ich war Das war ein Scheiß-Vlog. eingeladen. Der hat sich einfach so angezogen wie, damit es nicht auffällt. Die haben alle gedacht, Noah Mike Wallace. Ja, ja. Noah David Dobrik. Mein Highlight ist David Dobrik. Wie wir David Dobrik getroffen haben. Das war die ärgste Geschichte überhaupt. Es war ein Scheiß-Vlog. Das ist nämlich, wie wir David Dobrik getroffen haben. Mike hat ihm Insta-DM geschrieben und er so, ja, wirklich ein Highlight für mich war auch alles mit Adi noch. Ja, das mit Adi, das waren wirklich Scheiß-Vlogs. Oh nee, was ist das für ein Bild von mir? What the fuck, dude? Brautkleid war cool. Nee, aber ich muss jetzt mal ganz kurz Real Talk machen, wenn jetzt schon hier emotionale Musik ist und alles. Ich muss einfach mal Kuss, Digga, an alle Leute, die die ganze Zeit diese Videos schauen von mir und Hannah. Wir sind privat glücklich, wir planen ein Kind, wir sind verheiratet und es kann nicht besser gehen. Aber, Digga, es ist so krass, wie diese Videos geschaut werden auf TikTok, Digga. Wir können gefühlt nebeneinander sitzen und das Video bekommt 1 Million Views. Und wir haben das nicht geplant, das ist einfach passiert, irgendwie aus einem dummen Joke, dass sich Österreich und die Schweiz hassen. Aber ich glaube, das Ganze hat uns ein bisschen verbunden. Wie eine Nabelschnur. Zwischen zwei Menschen. Körperlich. Intim. Boah, die Überraschung in Wien, wo er vorbeikommen ist. Ja, das war krass. Und zwar ist er 13 Stunden von der Schweiz bis nach Wien gefahren, um dort Hannah persönlich zu überraschen. Das ist eins meiner Lieblingsvideos auf Voll YouTube. krass. Super krass. Ist das auf deinem Channel? Na, das ist bei Adi. Bei mir. Das ist bei Adi. Das ist ein sehr gutes Video, ja. Nee, ja, ist, okay. Aber den Vlog mit Adi jetzt habe ich auch cool gefunden. Das war ein Scheiß-Vlog. Ja! Ich gehe heute schallern. Ich finde es cool, dass das jetzt so ein richtiges Universum wird. Adi, mein Kanal, Ja. es hat alles. Nee, jetzt mal wirklich Spaß beiseite, ist wirklich geil. Also, ich muss auch sagen, wie Hannah momentan durchzieht und auch Mike, Wallabilla, Brudi, never ever mit den Vlogs, Digga. Hannah hat sich 30.000 Abos aufgebaut in gefühlt 2 Tagen. Ich hatte für 30.000 Abos wahrscheinlich so 3 Jahre. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich keine Brüste habe, aber auch easy. Das ist wirklich krass. Ich find's auch geil, wie man sich so kennt untereinander. Hannah kennt Maelo kennt Mike Wallabilla. Ich kenne die Leute von Eden. In der Schweiz gibt's nur mich und Maelo. Das ist ein bisschen dumm, aber ich find's wirklich geil, wie sich sowas bildet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht mal Gruppensex haben zusammen, ja. Da bin ich sehr gespannt. Miteinander zu tun Ja, und du siehst von jeder Seite alles irgendwie. Und geldmäßig rennt auch bei dir. bis Ich Jänner. habe gerade eine Sauna gegönnt. Das ist überhaupt nicht Noch Mike's auf Sauna. YouTube gezeigt, würde ich nie machen. Boah, das Finde war ein ganz Highlight. Ich finde das auch ganz schlimm. Das ist jetzt nicht anlagt unter deinem Account. Für die Bitch, oder? Ja.
Würde ich nie machen. Ein Highlight für mich war auch, wie ich geschlagen habe, nur fürs Thumbnail. So halb. Ja. Ich find's cool, weil da hat man einmal ein bisschen so einen Glimpse gekriegt am Kamera, was hinter die Kulissen passiert. Ja, wie wir nur dran denken, wie wir nur an Klicks denken. Nur an Thumbnail und Titel. Achso, nein, hält man die Schläge. Stimmt, mein Auf Kuchen-TV angelehnt. Song für Ali und mich. Ersten Mal sind wir uns in Berlin. Ich hab mich sofort verliebt. Also, jetzt auch nochmal Real Talk, dieser Song war Müll, Digga. Das war wirklich Müll. Also das war wirklich faktischer Müll. Das war einfach Österreich, Digga. Danke für 30k, hätte ich echt nicht erwartet. Und vor allem nimmst du das auf, bevor du sie hittest. Sorry. Sorry, right. Gerne abonnieren, aber lieber nicht. Das kann ja dein Outro werden. Danke. Danke. Danke Nein, dir. dir. Du. Dir. Und doch, ich hab da Chemie gesprungen. Oh, ich meine, das ist nicht nur gesprungen, aber der ist schon öfter mal auf Funke gesprungen, gell? Da ist der Strom ausgefallen, war nicht der. Na, war nicht. War ein anderer, vom Loch in dem Fall. Und damit wünsche ich euch. Und bis morgen, bis zum nächsten Vlog. Jetzt geht's richtig zur Sache. Content-technisch. Du so, ich habe die Maske von meinem Papa, die heißt Oha, aber ich find's auch geil, dass sich Hannah in dem 30k-Vlog auch mal ungeschminkt zeigt. Cement. Voll komisch. Hannah, das heißt Zement. Geiler Vlog. Ich finde die Vlogs, Real Talk von Hannah momentan sehr, sehr geil. Sorry, dass ich so viel auf Videos von Hannah reagiere. Ich hoffe, euch gefällt's. Kuss geht raus an Hannah, Kuss geht raus an alle Leute. Ich bin gerade so ein bisschen emotional wegen dem Ende. Bitte lasst kein Like da, abonniert diesen Kanal nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video auf diesem Kanal oder vielleicht auch nicht. Bis dann. Peace.